Guten Abend, meine Damen und Herren. April, April. April, April, der macht, was er will und würfelt wieder ein bunt gemischtes Potpourri an illustren Gästen für Sie, für die neue Ausgabe von Talk am Nil zusammen. Der in Ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Beitrag Va Nautica Hybri Akraso oder guckt nicht so viel Zeichentrickfilme wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Doch nun erst einmal viel Spaß mit Talk am Nil, Kosler, Kölsch und Klav. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Liebling aller Mamas und den Lala aller Papas, Ihren Gastgeber Michael Kosler. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist wieder zurück! Ossi, 2 Bier! Ja, wieder nur 1, ja. Ich hoffe, du hast zu Ostern dicke Eier, ja. Prost zusammen, ja. Dankeschön, hallo zusammen! Ach, das ist wieder herrlich, hier im überfüllten, warmen Linkewitz zu sein. Dankeschön, Prost zusammen! Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der es nur noch Comedy im Fernsehen gibt, kitschig öffentlich-rechtliche Telenovelas, besorgniserregend schlecht gemachte Doku-Soaps, in einer Zeit, in der Gottschalk live nur noch aus der Konserve kommt, in dieser Zeit gibt es ein Licht am Horizont. Eine Show hält die Fackel der Abendunterhaltung hoch und mit ihr ein Mann, der schon das Gesichtsdouble für Hans-Joachim Kulenkampff war, Fritz the Blitzzöller! Und ein Mann der Magier an den Elfenbein- und Ebenholztasten, Stefan Ulbricht! Glückwunsch, Stefan! Sie dürfen ruhig im Takt mitklatschen, das ist eine Raucherkneipe! Toll, machen das auch. Wow. Immer schön. Ja. Dankeschön. Stefan Ulbricht. Ach, herrlich wieder hier zu sein, meine Damen und Herren. Vorspann, wir haben eine neue Vorspannmusik, Fritz. Hast du gehört? Die krabbelt mir auch schon in der Füße. Schön, oder? Ja. Aber das ist von dem Bernd Delbrügge, ne? Ja, hast du sehr schön schön abgelesen. Ja. Und das war ich auch, da möchte ich den Abend nicht vergessen. Ja, richtig. Ne? Aber das ist halt so. Ja. Und Du wunderst dich, wie ich immer an die Leute rankomme, willst du bestimmt fragen, oder? woher weißt du das? Fritz, Ja, wie küsst du eigentlich immer an? eine sehr gute Frage, Fritz. Ich sag immer, du bist mit dabei und dann kommen alle immer automatisch. Schleimi, Also, die kommen nicht rein, ne? Die kommen zu uns alle beiden. Ja, natürlich. Das wollen wir so sehen. Was sagst du zu meinen Haaren? Toll. Ja, ne? Aber bleib mit den Fingern davon. Wieso denn? Du kriegst rote Finger, rote Stirn. Bleib davon. Rote wie rote. Ja, ist auch sehr warm heute Ja. hier wieder drin. Ne? Ja. Das hat nämlich hier, wir haben nämlich einen neuen Haus- und Hofcoiffeur, der extra für Talk am Nil uns die Haare macht Ja. und auch das Make-up. Und das ist unser Manfred Erberich. Einen kleinen Applaus für Manfred, da ist er. So viel Neues, ja. Und wir haben ja auch, ne, Sie sehen es vielleicht alle drei, wir haben halt hier diesen wunderschönen Pin Talk am Nil. Und jeder Talkgast, der zu uns kommt, der kriegt diesen wunderschönen Pin. Und zwar von Tobias Kreiten. Kannst du dich noch an den erinnern? Ja, in der Karnevalssitzung. In der Karnevalssitzung? Orden macht. Also nochmal danke an dieser Stelle an Tobias Kreiten. Dankeschön. Ja. Und? Was? Uwe tritt auch noch ein, ja.
Apropos Bernd Delbrügge, der die Intro-Musik gemacht hat, der ist in der Mai-Ausgabe von Talk am Nil dabei. Also einschalten lohnt sich auch für die Mai-Ausgabe. Jetzt aber erstmal haben wir in unserem wunderschönen Bundesland mal wieder, wir dürfen wieder wählen gehen. Herrliche Zeiten, fast wie in Weimarer Zeiten ist es mit der Wahl. Bist du schon aufgeregt, Fritz? Ja, ich kann kaum noch schlafen. Ja, ne? Also ich weiß nämlich nicht, wen ich wählen soll. Ja, vor allen Dingen, wen kann man überhaupt noch ernst nehmen, Fritz? Also die Fähnchenspartei, der FDP, kann man ja nicht mehr wählen. Ja, Freiheit durch, Freiheit durch Parlamentsverzicht, sagt man auch, ja. Und Wir haben noch dann haben wir noch die SPD, sind ja. Pösschen da. KPD, keine Pöstchen da. Also, und dann haben wir einfach dann noch... Ja, eine Partei, die ist so jung, wie du geblieben bist. Ja, die Piraten. Ja. Hör mal, die kommen ja an wie die Grünen vor Jahren. Ne? Ja gut, die stricken auch aber ein nicht. Strecksache, aber genau so angetroffen Ja. sind die. Ja, aber ich weiß nicht. Hier, der Klassiker vielleicht noch, CDU? CDU, da haben wir damals gesagt, nur Ochs und Kuh wählt CDU. Ne? Ja, oder CSU vielleicht, Schulden, Umweltabgaben. Warum haben die sich eigentlich nie im Rheinland etabliert? Wir können keine Zwillinge in Rheinland gebrochen. Du meinst CSU, CDU? Ja, das sind ja Zwillinge. Da weiß der eine nicht, was der andere will. Und die klappen sich immer zusammen. Ja. Das bringt es nicht. Ne? Ich glaube ja auch, das hängt mit der Wahl des alkoholischen Getränkes zusammen. Die CSU assoziiert man ja klassischerweise immer mit dem Weißbier. Ja, Weißbier kenne ich nicht, aber ich weiß, dass die immer eine Wiese Würstchen Ja. nuckele, ne? Zuzeln sagt man, Weißwürste zuzeln. So, nuckele, das ist es, nuckele. Ja, das ist ja, ne, die Lotschen, die Würstchen, wir bießen es doch. Und es hat sich auch nicht durchgesetzt, Dirndl. Ja, Warum trägt man in Köln keine Dirndl? doch, Fastelavond machen die Mädchen. Ja, gut, zu natürlich Karneval, auch, ne? ja. Da sagen sie am Bürger, schmückt eure Balkone, ne, tun noch ein paar Blümchen drin. Ja. Sieht ja auch gut aus. Das ne? stimmt. Aber ansonsten, Dirndl? Es gibt doch welche, die machen dann, die trecken Osien an, Ja. um jetzt zu ziehen. Ja. Ne? Die wollen aber Geld dafür haben. Ne? Fritz, rufen wir mal alle voll. Ja, Dann lassen wir ihn, genau. Aber der war ein bisschen spät jetzt. Ja. Das üben wir nochmal. Lass uns lieber wieder zurück aufs Essen kommen. Ich habe ja während der Ostertage mal durchs Programm geseppt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir gehen diese ständigen Kochshows so auf den Sack. Oder? So, jawohl, oder muss doch mal gesagt werden. Jawohl, falsche Stimme, jawohl. Ja, ach so, Sie kochen nicht. Jawohl. So ein Mist, da muss ich schon mal mitkochen. Nein, aber ist doch wirklich wahr. Da sitzt denn dieser hier mit dem, ne, der Rheinländer mit dem langen Schnäuzer. Ne? Dann nehmen wir mal 15 Kilo Kalbsfleisch. Darf ruhig ein bisschen teurer sein. Ne? Achten Sie mal da drauf. Und den Kaffee danach kaufen Sie lieber beim Fairtrade. Ne? Geld spielt keine Rolle. Kaufen Sie sich dann beim Großbauern Öko-Gemüse. Ne? Und holen sich aus einem kleinen Dörfchen in Sizilien Balsamico, was Sie als Sud einkochen und lassen es per Ein- und Luftpost in Ihre Küche einfliegen. Geld spielt keine Rolle. Tu mal ein bisschen Söschen drauf. Ich frage mich, für wen sind diese Kochshows, Fritz? ja, für den Arbeitsmann nicht. Nee, Uns Frauen können sich das ja nicht erlauben. Natürlich, Haben die ja. nichts für ein Portemonnaie. meine sowieso nicht. Sehen Sie, du bist halt hier der erste Moderator. Das kannst du ja noch nicht erlauben dir. Was Ne? heißt noch nicht mal? Ja, also so viel verdienst du nicht. Ne? Wie, ich verdiene was? Ja, ist egal. Denn wir kriegen ja nie das, was wir verdienen. Das stimmt, das stimmt. Keiner kriegt, Nee. was er verdient. Aber es ist ja so, die Leute, die das mögen, Ja. die lassen sich auch kochen. Ja. Und wir kriegen für die Frauen ja Koch und die müssen eben Hausmannskoch Kost. machen. Ja, ja. Hausmannskost. Ne? Und das schmeckt mir auch viel besser, als wie das Zeug, was der sich da zusammen mischt. Ne? Wie ist das denn bei dir, wenn du einkaufen gehst? Ja, ich schon ja jetzt wieder, ich habe ja einen Freundin, ne? Ja. Wird der ja jetzt ab und zu einkaufen. Ne? Dann sagt er, Fritz, schlau mir rum, was will er? Fritz, die haben keine weißen Eier, die haben nur braune Eier. Ich schreibe dann rüber, das ist mir, ja, ich esse nur das, was drin ist. Ne? Gibt es denn auch Sachen, die du nicht magst, wo du sagst, nee, das müssen wir gar nicht erst kochen? Und ja, ich mag keine Zunge. Wieso nicht? Was andere der wohl hatte, tue ich dann nicht essen. Fritz, dann bleib lieber bei Eiern, da weißt du, die kommen nicht aus dem Mund. Ja. Meine Damen, Fritz Zoller! Ja, ist der wahr, ne? Ja, wir haben eine neue Rubrik bei uns, bei Talk am Nil.
Nein, das muss spontaner kommen. Wir haben eine neue Rubrik bei uns bei Torgamil. Und zwar heißt die Kostler zu Besuch. Und immer, wenn wir es uns leisten können, besuchen wir einen unserer Torgäste vorher, privat oder bei der Arbeit. Diesmal hatten wir Glück mit den Spritpreisen. Wir konnten gerade mit unserem Auto ihn noch besuchen. Und was es mit dem ersten Torgast auf sich hat, das sehen wir jetzt. Zu Besuch bei Fuchse Tünn. Also auf Hochdeutsch Anton Fuchs. Er hat sein Atelier am Rheinauhafen. Jede Menge Kunst. Ich bin ein ganz einfacher Straßenjunge. Vom schwarzen Goldzyklus bis hin zur 111-köpfigen Karnevalsarmee. 1986 hat er seine erste Ausstellung gehabt. Und wenn du in Vogelsang aufwächst, dann ist Kunst ungefähr so wie ein UFO. Du wirst ja auch wahnsinnig erklärt, wenn du es machst. Du wirst als Künstler nicht gesucht und mit Sicherheit auch nicht. Und hier ist er, Anton Fuchs. Anton, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich über diese Einladung. Vielen Dank. Und Kölsch? Ja, gerne. Caro, tust du uns noch ein Kölsch? Wunderbar. Anton, wir haben ja eben schon im Film gesehen, da war im Hintergrund diese Karnevalsarmee. Ja. Geschnitzt mit der Motorsäge? Ja, mit der Kettensäge vorbearbeitet Ja. und anschließend dann geschnitzt. Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Karnevalsarmee? Ja, das ist eigentlich, für mich ist es die Armee des Friedens. Es steckt also etwas mehr dahinter als nur Karneval. Ja. Wobei ich auch ein Freund vom Kölner Karneval bin. Das ist keine Frage. Ja. Danke sehr. Aber der eigentliche Sinn ist ja, Prost, aus künstlerischer Sicht Ja. einmal darzustellen, dass es auch Soldaten gibt, die mit Gummibärchen und Schokolade um sich schmeißen. Ich finde, das ist mal etwas ganz anderes, Ja. wo man Soldaten für einsetzt. Und aus der Historie heraus, auch von den Kölner Stadtsoldaten, kennt man ja so einige Geschichten, dass die auch sehr mit Humor beflissen waren. Also man weiß ja, die haben Strümpi-Strick, ob die Kinder aufgepasst. Sie haben gerufen, die Schäse, hier steht Minsche. Die Schäse, hier stand Minsche und. So, und aus dieser Geschichte heraus Ja. entstand dann für mich die Armee des Friedens. Und damit haben wir auch einiges vor. Also zunächst mal, Wie groß soll die werden? die besteht aus 111 Skulpturen und die tragen die Farben der Kölner Ehrengarde, Ja. weil diese Gesellschaft im nächsten Jahr 111-jähriges Bestehen hat. Das hat also schon eine schöne Symbiose. Und des Weiteren haben wir natürlich vor, diese Armee auch überall zu zeigen. Ja, Überall also da, wo es möglich ist. Quasi so eine Ausstellung. Ganz genau. Wie viel habt ihr schon fertig? Wie viel Ja, Gardisten? wir sind jetzt erst bei Nummer 13, aber wir sind natürlich fleißig dran. Wie lange arbeitet man so an einer vom Baumstumpf oder vom Baumfällen bis zum fertigen Soldaten? Wir haben es noch nicht so genau ausgerechnet, aber ich sag mal so um die 50 Stunden pro Skulptur muss man schon investieren, um eine fertig zu bekommen. Du bist ja genauso wie Fritz und ich, kommst ja aus Vogelsang. Ja. Darüber ging ja auch unser Kontakt. Ja. Nur ist Vogelsang, ja mal vorsichtig gesagt, jetzt nicht die Hochburg für Künstler. Wie kommt jemand, wie schafft es jemand, sich aus Vogelsang emporzuarbeiten und Künstler zu werden? Das war ja nicht irgendwie direkt dein Wunschberuf, dein Traumberuf, oder? Nein, also eigentlich ist ja Vogelsang, ich sag mal, im Ursprung eine Arbeitersiedlung, Ja. wie du weißt. Und da habe ich meine Kindheit verbracht. Die war auch sehr schön, weil ich fand an Vogelsang schon mal sehr schön, dass wir alle gleich waren. Ja. Es gab also wenig soziale Unterschiede. Ich sag mal, bei uns war ja schon der Apotheker eine Ausnahmeerscheinung. Alle reiche Mann. Ja, und der Herr Doktor wurde ja noch dreimal mit Sie angesprochen. Also wir waren ja alle sehr, sehr einfach. Von daher war das kein leichter Weg,
da etwas anders zu sein als die anderen. Aber wenn man dann Vogelsang irgendwann verlässt und schon in die große Welt kommt, das war für mich schon Ehrenfeld und auch der Friesenplatz, dann sieht man schon einiges mehr als nur, ich sag mal, unser Baggerloch und vielleicht noch die Kohlgrabenschule da am Kohlgrabenweg. Und ja, irgendwann in den 80er Jahren bin ich dann nach der Lehre auch so ein bisschen in dieses Künstlermilieu reingerutscht. Ja. Wann hast du deine erste Ausstellung? 1986. Ja, was man so Ausstellung nennt. Ja. Also ich sag mal, wenn ich 3 Bilder irgendwo hinhänge, dann ist das eine Ausstellung. Also das war nichts Bedeutendes, aber es war halt die Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, was man so künstlerisch darstellen kann. Wo ist so für dich, wo sagst du, da ist so für mich als Künstler auch eine Initialzündung passiert? Da hatte ich halt so auf einmal einen Bekanntheitsgrad, den ich mir so nie erwartet habe. Weil man kann ja schon sagen, du bist schon sehr bekannt. Du hast zum Beispiel im Kölner Zoo 2011 eine Riesenskulptur gemacht fürs Affenhaus. Wie gesagt, jetzt die 111-köpfige Armee. Wann war so für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, jetzt flubbet? Tja, das ist in der Kunstszene ja auch immer so ein bisschen Glückssache. Also ich hatte dann, man macht ja immer weiter. Erst einmal erfolglos, weil, also zuerst mal erfolglos, sag ich. Ihr könntet ja nochmal auf Center TV gucken. Ach so, ja gut. Sicherlich stellt der Erfolg sich dann ein, wenn man dran bleibt. Ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwann einen großen Galeristen kennengelernt habe, der mit mir eine internationale Ausstellung gemacht hat, die auch dann schon zählte für die Kunstwelt. Ja. Die war allerdings in Zürich, nicht in Köln. So, und ich sag mal so, ab 2000 ging es eigentlich richtig los, dass ich auch davon leben konnte. Ja. Was sind so die nächsten Projekte, die ihr angeleiert habt? Also Stichwort Tommy Engel, da ist ja auch was geplant? Ja, da geht es eigentlich um eine Erinnerungsskulptur für die beiden Opfer, die beim Stadtarchiv umgekommen sind. So, und die Aktion hat Tommy Engel ins Leben gerufen. Er hat ein Lied dafür geschrieben und hat mich und noch 2 weitere Künstler, den Dennis Thiese und den Wolfgang Lösche, gebeten, ob wir da nicht eine Skulptur erarbeiten könnten und die dann der Stadt zur Verfügung stellen. Das haben wir soweit auch alles gemacht. Es ist allerdings nicht so einfach, wie man glaubt. Man kann der Stadt Köln nicht einfach etwas schenken. Da gehört dann noch, da kommt der große Dienstweg, Kunstbeirat und Kulturamt und Bauamt und was auch immer alles dazugehört. Also diese Dinge laufen ihre Station. Wir sind allerdings jetzt so weit, dass wir ein Modell ins Stadtmuseum reinstellen, das können Kölner Bürger dann auch besichtigen und der eine oder andere kann auch einen Euro noch spenden, damit wir dieses Projekt umsetzen können und es die Stadt Köln nicht unbedingt ein Vermögen kostet. Ja. Aber wir sind da dran und wir bleiben dabei und das steht als nächstes Projekt auch an. Und wir sind froh, dass du hier bist, ja. Oder? Ja. Ich würde noch gerne mit dir weiter talken, Anton, aber der Fritz wird schon wieder unruhig, denn jeder Gast bei uns muss eine Frage beantworten und heute zu dem Thema bedrohte kölsche Worte. Und Fritz, du hast ein bedrohtes kölsches Wort. Ja, hab ich. Und Anton soll herausfinden, was es auf Hochdeutsch übersetzt heißt. Ja. Ich frage dich jetzt, darf ich dich duzen? Ja. Darf ich Toni sagen? Gerne. Toni. Ja. Also Anton ist ja nicht so gut kölsch, ne? Er wird eine Knünsch. Was ist eine Knünsch? Eine Knünsch? Eine Knünsch. Das ist ein kölsches Wort. Ja. Ja. Nicht vorsagen. Nicht vorsagen. Nein, da muss Knünsch. Knünsch. Ja. Tja, da muss ich leider gestehen, ich weiß es nicht. Fritz, nicht auflösen? Nein, Schluss. Ich komme gleich mal zu Ihnen, dann frage ich mal, ob Sie das wissen. Ja, die da so vorlaut waren. Ja, genau. Jetzt, ne? Ja. Trotzdem bis hierhin. Da kannst du auch nicht dafür. Danke, dass du da warst. Danke, Anton Fuchs. Und noch für dich einen wunderschönen Talk am Bierchen. Vielen Dank. Danke. Danke. Anton. Ja. Dankeschön. So. Dann fragen wir doch mal. Was ist einer von euch? Das ist natürlich ein Domherr. Stimmt das, Fritz? Ja. Das ist ja. ein Domherr. Das ist der Junge, der wusste es. Domherr. Ja, mal einen kleinen Applaus. Ja, hat man ja wohl. Domherr. Moment mal. Jetzt muss ich mal doch sagen, wir kennen uns doch irgendwo her. Micha, wir kennen uns, ja, selbstverständlich. Und zwar vom Köln-Marathon, oder? Genau, da haben wir für euch gespielt. Und das ist nämlich die Band Havelland, die haben wir auch hier. Danke sehr. Nehmen wir am besten mal selber. Warum seid ihr hier? Sicherlich wegen mir. Wir sind selbstverständlich wegen dir hier, aber
Vorzüglich für den Fritz eigentlich. Wir sind Fritz-Fans. So, das war's auch schon. Nein, Dankeschön. Ja. Super. Ich sehe schon, ihr habt Flyer mitgebracht. Sagt bloß, ihr habt jetzt, geht ihr auf Tour oder was? Wir sind jetzt in Köln auf Tour und zwar schön in die Kamera halten. nicht nur in Köln, sondern Ja. eigentlich auch in ganz Deutschland. Wir fahren nach Berlin, wir fahren nach München, wir fahren nach Stuttgart und so weiter. Alles, was so Rang und Namen hat in Deutschland. Und wir wollen die Republik so ein bisschen für uns erobern. Natürlich sind wir auch in Köln zu sehen. Das ist eure erste Tour jetzt, ne? Das ist die erste Tour 2012. Die Weltenbummler-Tour, genau, Fritz. Ja. Weltenbummler-Tour. Und Ja, sprechen wir ruhig über die Moderation, Fritz. Ist sie ja. Ne? Da haben wir ja bei in der Postproduktion. Fritz darf haben wir immer was sagen. Ja. Und wir sind jetzt erstmals im Bürgerzentrum, im Bürgerhaus Kalk zu sehen, am 11. Mai. Da laden wir natürlich alle herzlich zu ein. Ja. Das ist unser Sprung in die 500er Locations. Das heißt 500 Personen. Da sind wir noch nicht angelangt mit Talk Up Deal. Hartes Brot, ja. Vielleicht laden wir euch auch ein. Ach, vielleicht. Ja, aber klar. Vielen Dank. Ja. Wenn wir noch eine Karte übrig haben, ja. Die Die Karten sind knapp, meine Damen und Herren, kaufen Sie. Also, 11. Mai 2012, Havelland im Bürgerzentrum. Kalk, meine Damen und Herren, Dankeschön an Havelland. Und jetzt kommt eine Frau. Sie hat die goldene Kehle Kölns. Ich bin froh, dass sie uns zugesagt hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir. Hier ist Elke Schlimbach. Yes. Ich lure in den Ohren, fahre durch den Hof und auf einmal wird mir alles klar. Doch ich kann nix sagen, es hätte keinen Zweck. Ich brauch jetzt ich mach mich doch nicht zum Jeck, denn ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß, dass du mir dein Herz nicht schenkst, doch irgendetwas muss es sein, irgendetwas, was ich für dich bin. Und ich denke an daheim, denke an uns Pens, denke an mein Leben und wie die Zeit rennt und wie wir uns beten, damit es wieder geht. Und wie mir leben, damit es wieder geht. Denn ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß, dass du mir dein Herz nicht schenkst. Doch irgendetwas muss es sein, irgendetwas, weil ich für dich bin. Und ich bin im Endspurt, wo immer auch hin, dahin, wo man mich braucht, wo immer auch hin. Und ich fühl, ich muss mich fühlen, egal was passiert.
ich muss dich verlieren, weil es doch zu nix führt. Denn ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß, dass du mir den Herz niemals schenkst. Doch irgendjet Jodes muss es wohl sehen. Irgendjet Jodes, was ich für dich bin. Denn ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß, dass du mir den Herz niemals schenkst. Doch irgendjet Jodes muss es sein. Irgendjet Jodes, was ich für dich Meine Damen, Elke Schlimmer und Ben! Dankeschön. Komm, setzen wir uns ein bisschen. Ja, ist egal. Ich müsste nur denn dahin. Ist egal wo. Elke, ein wunderschöner Song. Oh ja, das stimmt. Bitte, ich habe auch was für dich. Du bist ja in Köln in der öffentlichen Wahrnehmung. Sei mir nicht böse, ich sehe es nicht so, aber wenn man sagt Elke Schlimbach, dann hört man oft, ja, das ist ja die Background-Sängerin aus Köln. Ja. Dass du auch eigene Projekte hast, Frontfrau bist, fällt ja auch öfters unter den Tisch. Nervt das oder wo du sagst, komm, ich habe mich dran gewöhnt, ist ja. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja lange Zeit die Chorsängerin. Also Ja. ich war ja, ich sage das auch mit Stolz, weil ich habe das total gern gemacht Ja. und hab da lange Zeit sehr, sehr gut von meine Familie ernähren können. Das war richtig gut. Und das mit dem Solo-Star oder der Solo-Künstlerin, das ist ja alles erst sehr neu. Ja, also Mit welchen Projekten bist du momentan unterwegs, wo man sagt, da kann man Elke Schlimbach solo erleben? Also ich mache jetzt zum Beispiel bei der Kölschen Weihnacht mit oder Kölsch Milieu, was Ja. übrigens auch wieder ansteht am 4., 5. und 6. Mai. Und wo? Im Elshof in Pochzwan, in dem wunderschönen Elshof. Und da sind auch wahrscheinlich Karten noch zu haben. Da sind noch Karten zu haben, ja. Wunderbar. Du hast aber auch in deiner langen Karriere natürlich auch bei Platten, kann man ja noch sagen, nicht mehr Downloads, Da war noch wie Platten, heute, oh, war ja, noch ja, Platte ja. hier. Mitgemacht, wo man, wenn man zurückblickt, sagt, das ist ja schon teilweise Musikgeschichte. Also nicht, war Ja. hier Bonnie M., Frank Farian. Ja, Frank Farian habe ich viel für gemacht. Ja. Mhm. Ja, damals in Friedrichsdorf war das noch. Ich habe unheimlich viel auf Johnny Logan habe ich, mit Andy Borg war ich auf 3 oder 4 Tourneen. Ja. Trio Rio war ich dabei. Ich habe auch viel Werbung gesungen und habe ich viel Werbespots gemacht. Nee, was denn? Sieh mal ein. Also ein ziemlich bekannter ist Nordstern. Kennen wir? Ja, ob die Nordstern, ein Glücksstern. Das ist du. Oder Hanuta. Nee, auch Mama Hanuta. Oben knusprig und in knusprig haselnussig mittendrin. Als kleine Stärkung gibt's Hanuta, die kleine Schnitte mit Biss. Ja. Aber sehr schön, wenn ich das noch gerade sage. Ja. Sehr schön war halt auch, ich habe auch eine Tampon-Werbung gesungen. Und das war Radiowerbung. Oben knusprig, unten, nein. Das war Radiowerbung und das lief immer so morgens von 6 bis 8. Immer Ja. so kurz vor 6, kurz vor 7, kurz vor 8. Ja. Das war sehr schön. Meine Freunde von immer, danke Elke, hast mir wieder den Morgen wirklich appetitlich. Ich beiß gerade ins Brötchen. Ja, das war's auch. Schön, dass du da bist. Nein.
haben wir alle Sponsoren durch, die wir auch anschreiben wollen. Wie gesagt, warum hat man bis jetzt immer noch keine Solo-LP? Oder ne, LP sagt man jetzt doch nicht mehr, also Solo-Album, Solo-Downloads. Treibt sich mal irgendwie nicht, wo du sagst, jetzt will ich es wissen, ich will ein Solo-Album machen und woran liegt's, dass bis jetzt noch keins auf dem Markt ist? Ja, es ist alles nicht so leicht. Es ist alles, finde ich, wird immer schwerer, weil es kostet alles unheimlich viel Geld. Ja. Und das haben die wenigsten eigentlich noch. Es gibt wenig Plattenfirmen, die einem noch Budgets geben, wo man mal was produzieren kann in vernünftigen Studios. Weil wenn, dann will ich das auch nicht irgendwie am Computer so in Dingsen, sondern ich würde das halt auch gerne mit der Band live aufnehmen und so weiter. Das ist alles nicht so leicht. Also wir arbeiten noch dran. Ich hoffe, die Zeit rennt mir nicht weg. Du bist doch noch jung, Elke. Ja. Aber wenn du wenn du jetzt bestimmen würdest, mein Album wird entweder auf Hochdeutsch, Kölsch oder Englisch gemacht. Was würdest du am liebsten machen? Oder eine Mixtur oder was? Ja, also ich sag mir ja immer, ich schreibe die Texte ja selber. Ja. Und ich sag mir immer, komm, ist egal, was kütt, das kütt. So. Ja. Und meistens kütt in Kölsch. Das ist einfach so. Ja. Das gefällt dir, Fritz. Ist auch schön. Kölsch ist am besten. Ja, das ist halt eine total melodische Sprache, die kann man unheimlich toll singen. Und die kannst du überall sprechen. Überall, die ganze Welt versteht uns alle. So ist es. Bevor wir noch weiter talken, ich würde auch noch gern noch einen Song für dich hören. Oder sollen wir noch einen hören von Elke? Was meinen Sie? Aber nicht Werbung. Normales Lied, Uwe, nicht nochmal Werbung. Mach eine kleine Pause. Ja. Nein, aber Fritz hat ja für jeden Talkgast eine Kölsch-Testfrage. Unser heutiges Motto, bedrohte Kölsche Worte. Fritz, dein bedrohtes Wort. Für dich haben wir einfach ausgesucht. Komm-Komma. Was? Was ist eine Komm-Komma? Eine Gurke. Oh, das ist richtig, jawohl, Herr Kerl. Ja, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, Applaus nochmal, hier ist Elke Schlimbach und Band. Schon so viele Jahre bist du nicht wieder. Hast dich aus dem Stück gemacht. Legst mich ganz allein mit meiner Wut. Einfach aus dem Stück gemacht. Ich war doch noch so klein und du warst mega jung. Hing an Dinge Lippe wie ihr Band. Ich an dir vertraut, ich an ob dich geholt. Warum han ich frag mich, warum han ich dich so verkannt? Und keiner ist so wie du. All die Jahre hab ich dich gesehen. Oder noch ein kleines Stück von dir. Und keiner konnte mir geben, was ich so vermisst. Und keiner hat eine Chance. Vielleicht ist das nicht fair. Ich kann singen mit wem ich will in Harmonie. Und immer fällt die zweite Stimme. Den Gegner steht in der Ecke und keiner kann sie spielen, keiner kann sie spielen. Und dem schön gemalten Traum renne ich schon ein Leben lang hinterher.
ist so wie du. Ich kann jetzt singen und ich kann auch traurig sein. Und an dich denke, det nicht mehr wie. Doch keiner ist so. Keiner ist so wie du. Meine Damen und Herren, Elke Schlimmer und Benz! Das war so toll, Elke. Auch für dich einen Pin. Küss mich. Für die Gurke. Dankeschön, Elke Schlimbach! Ah. Danke, Herren. Elke Schlimbach. Herzzerreißend. Aber jetzt steht neben mir ein Mann und einige von Ihnen kennen ihn bestimmt und Sie sagen, wo habe ich den schon mal gesehen? Entweder im Museum oder bei Stromberg. Er ist, ja, Frank Montebrunck. Applaus! Schön, dass du da bist, Frank. Ich freue mich. Du bist einer der Darsteller in der Doku-Soap oder Fake-Doku-Soap Stromberg. Fake-Doku-Soap Stromberg, genau, ein großer Unterschied. Für die, die es nicht kennen, das ist über das Leben von Büroangestellten in einer Versicherung. Du spielst da einer der Angestellten, bist im Vorspann zu sehen von Stromberg, bist auch im Vorspann der Parodie zu sehen, Obersalzberg bei Switch. Richtig? Nur, du hast keinen Text. Selten, aber eher nicht. Ja. Das kommt schon mal vor, wenn ich was spreche, aber eher selten. Wie kommt's? Bist du dafür extra gecastet worden? Ja. Und hast aber vorher keine Schauspielerfahrung gehabt? Nö. Ich sehe schon, du bist ein Plappermaul, wenn du mal... super. Ja, voll. Ja, nee. Ja, das war's auch schon, meine Damen. Frank Montebrunck, ja. Nein, willst du mehr? Ja, läuft. Also du bist gecastet worden. Ich bin dafür gecastet worden Ja. und da hieß es sofort, der Typ, der ist sofort dabei. Ja. Und hast du vorher denn schon mal Erfahrung gehabt mit Schauspiel, mit Fernsehen? Absolut nicht. Die erste Rolle, das war sogar eine Textrolle, Ja. war Tatort Münster. Ja. Und ich komme auch gebürtig aus Münster. Lebst aber jetzt in Köln, ne? Oder? Ich lebe jetzt seit 10 Jahren in Köln. Ja. Und ich liebe Köln. Köln ist total cool. Das ist doch ein wunderschönes Kompliment. Ja. Jawohl, er liebt Köln. Hat sich denn durch Stromberg dein Leben verändert? Also deine Frau hat dich geheiratet und hat gedacht, naja, ich heirate jetzt Museumsangestellten und deine Tochter sagt auch, oh Mann, der Papa schon wieder im Fernsehen, peinlich? Oder Nein, das Gegenteil. Finde ich es cool? Meine Frau hat sich getrennt. Nee. Ja, Komm, so. ja, kommt doch mal vor. Ja, so schlecht bist du aber gar nicht, finde ich. Aber Ich könnte da jetzt ein weites Feld eröffnen, ist das halt so, ne, kaum ist der Mann mal im Fernsehen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Alte wird abgeschossen, oder? Nee, alles gut. Wir sind gute Freunde geblieben. Ja. Haben halt, ich war viel unterwegs, hier und da, Berlin, München und Ja. also halt durch Stromberg kamen halt viele Rollangebote. Ja. Und da habe ich dann gesagt, komm, Komm, jetzt ist sowieso aus der Ja. Ofen und ich wollte einfach nur noch drehen. Ja. Und ja, damit ist dann alles dann ein bisschen auseinander. Das wird aber auch schon so, wenn man einmal Blut geleckt hat. Also wie alt warst du, als du angefangen hast mit der Schauspielerei bei Stromberg? Mitte 30. Mitte 30. Ja, Mitte 30. Ja, ich habe mit Anfang 20 angefangen und bin noch nicht mehr da, wo du jetzt bist, aber das ist eine andere Geschichte. Haben sich aus Stromberg auch Nachfolgeaufträge ergeben, wo man gesagt hat, wir brauchen einen Mann, der nichts sagt, Sie sind genau der Richtige? Oder, Nee, doch, da kam reichlich Angebote, Ja. Werbung. Nordstern, Hanuta. Nee. Um Gottes Willen. Nee. Seit 1 Movie, RTL-Serien, Alarm für Cobra 11 bin ich mittlerweile auch fest mit drin. Echt? Ja. Als Ensemble-Mitglied? Seit einem Jahr bin ich fest damit drin. Ich habe leider nie so oft Zeit, Cobra 11 zu gucken, ansonsten meine Lieblingsserie. Aber da hast du schon festen Text, oder? Ja. Okay.
Also halt, das kam halt alles durch Stromberg. Ne? Wie ist das so? Ich meine, bei Stromberg hast du ja immer so relativ wenig Text, da und da stehen, Positionen merken. Ist es eine große Umstellung? Hat man da ein anderes Lampenfieber, wenn man auf einmal Text hat? Oder ist das so, jetzt wo du halt bei Stromberg so lange dabei warst, sagst du, hey, ich sitze da so fest im Sattel, kein Problem? Nee, also mittlerweile 5 Staffeln, alles easy. Ja. Wenn immer ein paar Sätze kommen, ist es gut und wenn nicht, dann noch besser. Wie findet deine Tochter deine Auftritte? Mein Sohn. Dein Sohn? Ja, das total. Papa, wenn ich dich sehe, vor allen Dingen bei Obersalzberg, also mittlerweile macht er Stimmenimitator. Ja. Und er beherrscht Michael Kessler, Christoph Reheps, 1A, Dieter Bohlen, also perfekt. Ne? Und er freut sich mal wieder, wenn er mich sieht in der Hitler-Parodie. Ne? Also, macht er immer. Jetzt soll ja demnächst noch als Abschluss der ganzen Stromberg-Serie ein Kinofilm gedreht werden. Bist du auch wieder mit dabei? Ich muss. Ich werde gezwungen. Mit Geld. Apropos, kann man davon eigentlich gut leben oder ist es halt schon so, wo man sagt, naja, jetzt mit der Scheidung müsste ich noch ein paar Staffeln drehen? Oder? Ich kann gut leben. Ja. Also es gibt schon Höhen und Tiefen. Ja. Ne? Also, die gibt's schon. Okay. Aber ich komme gut zurecht. Und im Film hast du aber auch festen Text jetzt? Also im Film soll ich richtig Text bekommen, habe ich gehört. Ich bin mal gespannt. Kannst du dir auch was wünschen, wo du sagst, na, wenn ich schon Text bekomme, dann wahrscheinlich das wär so ein schön. Shakespeare-Monolog oder? Nee, wünschen geht nicht. Das ist richtig schön nach Drehbuch. Okay. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin toi 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 viel Erfolg. Ich bedanke mich. Und dass der stumme Star im Fernsehen auch hoffentlich bald viele Textrollen bekommt. Ich spucke gerade ein bisschen, weil ich habe noch Zigarrenkrümel im Mund. Dankeschön, Frank Motterung. Bleib ruhig hier. Stefan Olbricht! Das kam ein bisschen zu spät. Wir kommen jetzt wieder zu einer Rubrik. Viele Leute haben uns geschrieben und haben gesagt, schön diese Rubrik Uwe erklärt, aber wir wollen den Mann nicht nur im Führerhaus sehen, wenn er fährt, sondern auch mal zur Gänze, wollen seinen Adoniskörper genießen. Diesen Adressaten kann geholfen werden, denn Uwe erklärt auch heute wieder einen lexikalischen Begriff, den er auf unnachahmliche Art und Weise erklärt. Ein Bier weniger wäre gut gewesen. Unnachahmlichartige, Sie wissen, was ich meine, Weise erklärt. Hoppala, da lassen wir doch ein Bier mal weg. Und wir greifen einfach ins Lexikon hinein, schlagen das Buch auf und da steht Dampfkochtopf. Viel Spaß mit Uwe erklärt, was ist ein Dampfkochtopf? Applaus! Mehr Applaus! Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, was ist der Dampfkochtopf? Was ist der Dampfkochtopf? Im Jahre 1679 entwickelte der englische Physiker, 676, oder? Im Jahre 1679 entwickelte der französische Physiker Denis Papin den Dampfkochtopf, wie hier zu sehen. Ein Kessel mit dicht schließendem Deckel, der Wasser zum Kochen bringen konnte. Der entstehende Dampf konnte nicht entweichen und erzeugte einen Druck, der den Siedepunkt des Wassers erhöhte.
Bei diesen höheren Temperaturen wurde das Fleisch schneller gar als bei gewöhnlichem Kochen. Für den Fall, dass der Dampfdruck zu kräftig stieg, war ein Sicherheitsventil angebracht. Ein Beispiel dafür ist dieses Bild. Papin kochte für die Royal Society und für Karl II. Leckeres Essen. Da haben wir es schon. Papa kochte in diesem Gerät für die Papin. Ne? Papin. Papa kochte in diesem Gerät Mahlzeiten für die Royal Society und Karl II. Sie sehen also, Sushi ist auch keine Lösung. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Unser Uwe erklärt, meine Damen und Herren. Und jetzt bin ich froh und stolz, meinen nächsten Talkgast begrüßen zu dürfen. Er ist, ja, man kann es nicht anders sagen, er ist eine Sportreporter-Legende. Und selbst die, die keine Ahnung von Sport haben, kennen seine Stimme. Wenn man einfach nur die Augen zumacht, zuhört, weiß man, das kann doch nur er sein. Und zu diesem Behufe haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Und den fahren wir jetzt ab. Zum 96. Mal seit 1908 wird Deutschlands ältestes Radrennen rund um Köln heute ausgetragen. Es geht von Hückeswagen quer durch das Bergische Land. 12 Bergwertungen stehen auf dem Programm mit 2 Passagen am Bensberger Schloss. Das Ziel zum 3. Mal im Rheinauhafen in Köln. Dauerregen und Kälte. Das wird heute eine superschwere Prüfung über 200 Kilometer. Und hier ist er live und wahrhaftig, Herbert Watteroth. Danke. Schön, dass du da bist. Hi. Die Stimme haben Sie erkannt, ne? War direkt wieder auch so. Das alte Tour de France-Feeling. Herr Watteroth, für 4 Jahrzehnte Tour de France, andere große Rennen rund um Köln, andere Sportereignisse. Ist man da nicht, wo man jetzt sagt, öffentlich-rechtlich wird man sagen, Sie sind im Unruhestand. Kribbelt es da eigentlich in den Fingern, wenn man wieder so eine Tour de France-Übertragung sieht? Oder sagt man, nee, ich bin froh, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Päuschen habe? Also wenn es drauf zugeht, kribbelt es in den Fingern. Ja. Und wenn ich dann dazu manchmal Kommentare höre von etwas jüngeren Kollegen, dann kribbelt es noch mehr. Dann meine ich einfach, ich müsste das alles, was ich im Kopf habe, noch mal auspacken können. Mit rund um Köln, da sind Sie ja immer noch aktiv an der Strecke selber, kommentieren, stellen die Fahrer vor, auch dieses Jahr. Wie ist da so die Akzeptanz von den Zuschauern an der Strecke? Hat die nachgelassen, ist die mehr geworden? Wie ist die Resonanz auf den deutschen Radsport? Also in diesem Jahr war es ja leider so, dass am Ostersonntag bzw. Montag es ja ein ganz schlimmes Wetter war. Es hat geregnet, es war kalt, also kein gutes Wetter zum Radfahren, vor allen Dingen, wenn man schnell fahren muss. Deshalb war die Zuschauerresonanz nicht so groß, aber trotzdem in all den Gemeinden, wo man hingekommen ist, war wirklich was los. Eben nicht diese 1,5 Millionen vom letzten Jahr oder aus den letzten Jahren, aber trotzdem, es war Stimmung von Hückeswagen angefangen, über Bensberg vor dem Schloss bis hin zum Rheinauhafen in Köln. Es ist ja so, der WDR hat es auch übertragen, 3/4 Stunde, davon war aber gefühlt 2/3 Berichterstattung über eben diese Orte und relativ wenig Übertragung vom Rennen selbst. Woran liegt's? Also das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mir das mit Aufmerksamkeit angeguckt. Vor allen Dingen der Anfang, wo man die Leute erstmal locken muss. Da haben irgendwelche Menschen in Hückeswagen irgendwelche Storys erzählt, wo man Bob gefahren ist, wo sich 2 rivalisierende Bürgermeister an der Bevertalsperre wie bei einem Pistolenduell in Texas gegenübergestanden haben. Also das habe ich nicht begriffen. Ich finde, der Radsport ist so attraktiv trotzdem, und ich habe es ja eben gesagt, rund um Köln ist das älteste noch dauernd ausgetragene Radrennen in Deutschland, hätte es mehr verdient, dass man etwas mehr von der
von der Aktion im Feld gesehen hätte während der 200 Kilometer. Radsport allgemein in Deutschland, wie ist der Nachwuchs? Ist es um den Nachwuchs gut bestellt oder sagt man, also auch mit Schuld, Berichterstattung, es wird weniger? Oder gibt es gute Fahrer? Also man hat nicht jedes Jahr einen Tour de France-Sieger wie Jan Ullrich, man hat nicht jedes Jahr einen Erik Zabel, aber um den Nachwuchs im deutschen Radsport ist es eigentlich gut bestellt. Wir haben wieder tolle Leute wie Marcel Kittel, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass der letztes Jahr über 20 Siege geholt hat. Wir haben John Degenkolb, also das sind auch Vorbildfunktionen und deshalb ist es besonders schade, dass die ARD in diesem Jahr zum ersten Mal nicht bei der Tour de France in dem Sinne live dabei ist. Angeblich sind die Quoten zu niedrig, allen voran natürlich die Vorsitzende der ARD, die Intendantin des Westdeutschen Rundfunks, um das mal ganz klar zu sagen, die hat was gegen Radsport und deshalb werden solche Dinge eben langsam aber sicher getötet. Hinzu kommen viele Kollegen der schreibenden Zunft, die meinen immer nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was, ellenlang über Doping reden zu müssen und das tut auch nicht gut. Auf der einen Seite wollen sie, dass viel kontrolliert wird. Hat man dann mal einen geschnappt, dann ist das Geschrei wieder groß. Boah, da hat sich schon wieder einer gedopt und so weiter. Sollte man doch froh sein, dass man diesen einen Menschen geschnappt hat. Nicht zu reden von Fußball, nicht zu reden von Schwimmen und Reitsport, Biathlon und Boxen. Danke. Ja. Wenn Sie es so Revue passieren lassen, Sie haben ja eben die Namen der Nachwuchsfahrer erwähnt, die auch Hoffnungsträger sind. Wenn Sie jetzt aber zurückgehen, wo sagen Sie, wer ist für Sie das Glanzlicht des Radsportlers par excellence? Welche Radsportfigur hat Sie am meisten in Ihrer Karriere beeindruckt? Naja, ich habe sehr viele seit 1965 gesehen, erlebt und auch kommentieren können. Von Miguel Indurain angefangen, über Ullrich, über Zabel, über auch Lance Armstrong. Aber einer, dessen Karriere ich natürlich von Anfang an miterlebt habe bis zum Ende, war die von Eddy Merckx, dem Belgier, der 5-mal Weltmeister war, der 5-mal Tour de France gewonnen hat, der den Giro d'Italia für sich entschieden hat 5-mal und der, und das wird sicherlich nie mehr erreicht werden, 525 Siege in seiner langen Karriere herausgefahren hat. Das ist schon einsame Spitze. Hat Sie jemand schon mal darauf angesprochen, wo stecken Sie die ganzen Informationen hin? Also als wir uns jetzt nach langer Zeit mal wieder gesehen haben, haben wir ja zusammen im Museum, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum gelesen. Und Sie sagten zu mir, ja, an Ihren Vater kann ich mich auch noch gut erinnern, der ist Fünfter geworden im Mendrisio 1971. Und, woher kommen diese ganzen Informationen? Wie ruft man die ab? Oder ist das so eine Besessenheit und Leidenschaft, dass man diese Informationen alle wie aus der Pistole geschossen wiederherstellen kann? Ja, also Leidenschaft muss man natürlich schon haben. Man muss ein gutes Gedächtnis haben. Man muss sich akribisch vorbereiten. Adi Vorler, mein früherer Kollege, der ja bekannt Galopper war. des Jahres. Galopper des Jahres. Der hat immer mal gesagt, wer sich am besten vorbereitet, der kann auch am besten improvisieren. Und das war immer meine Maxime zu dem anderen Spruch, alles kommt zu dem, der warten kann. Ich wollte immer Radsportreporter und Eishockeyreporter oder Sportreporter schlechthin werden. Das hat dann irgendwann ja auch geklappt. Jetzt ist die ganze Laufbahn ja schon zu Ende. Und ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich muss mir zum Beispiel auch Telefonnummern gar nicht in Gänze merken. Ich schreibe die so in Kolonnen auf, dann habe ich die so vor mir. Und so ist es auch mit Daten von Rennen. Ich sehe das heute noch vor mir, 1971, sind ja jetzt schon 41 Jahre her, wo Ihr Vater in Mendrisio Fünfter wurde. Ja. Ich könnte Ihnen alle 4 davor sagen. Ja, genau. Und er war also nun bester Deutscher auf Platz 5. Das war also eine tolle Sache und das verbinde ich mit Bildern, wo das stattgefunden hat und das hilft mir auch, die Dinge noch besser zu behalten. Wie war das bei Ihrem Buch? Herbert Wattrott, Tour de France Live, 40 Jahre Reportage vom berühmtesten Radrennen der Welt. Musste man da auch tiefer graben, recherchieren oder hat sich das Buch quasi alleine geschrieben mit der Fülle an Anekdoten? Fülle an Anekdoten, natürlich, die gab es, aber es sollte ja nur zunächst mal eine Sache über die Tour de France sein. Und ja, Buch schreiben, du lieber Gott, man sitzt da oft vorm Fernsehen und kriegt dann alles vorgesagt, was nicht alles an Büchern erscheint. Und dann kam diese Idee und dann habe ich mich eines Tages
hingesetzt, habe ein Konzept gemacht, bin jeden Morgen um 6 Uhr schon als Erster in der Tiefgarage des WDR gewesen, habe angefangen noch auf einer alten Adler-Schreibmaschine, nachher kam dann der Computer dazu, alles aufgeschrieben und mit jedem Detail, wo ich von geredet habe, wo ich von geschrieben habe, kam wieder diese bildliche Vorstellung und viele Leute haben gesagt, das Buch liest sich wunderbar flüssig, es hat nur einen Fehler, es sind nur 200 Seiten. Ja. Also ich würde aus dem Buch gerne was hören, wie geht's Ihnen? Aber vorher, jeder Talkgast muss ja eine Frage beantworten, diesmal bedrohte kölsche Worte. Und da hat Fritz eine Frage für Sie, ein bedrohtes kölsches Wort und Sie müssen es auf Hochdeutsch übersetzen. Fritz. Hilfe. Was ist ein Liverlingsche? Ein Liverlingsche. Ja, Liverling. Also wenn ich meine Sprachkenntnisse auspacke, würde ich zunächst mal sagen, vielleicht ein Lebemännchen oder so, oder eine Levejung. Oder vielleicht hat was das mit der Vogelkunde zu tun. Ja. Da komme ich der Sache schon näher. In den Frühling die Liverling, dann, also als erster Vogel fällt mir die Lerche ein. Ja, nicht mit mit E. Ja, genau. Stimmt? Genau. Und das ist richtig, jawohl! Ja, nicht der Baum ist Meine Damen und Herren, dann jetzt hier, heute live im Linkewitz, Herbert Watteroth mit Tour de France live. Viel Spaß, Applaus! Also es ist ja hier eine super Stimmung, bin ja zum ersten Mal hier und deshalb will ich gar nicht den Bogen überspannen, sondern will gar nicht in das Buch reingucken, sondern eine Story erzählen in relativ kurzer Fassung, die mir mal passiert ist, der Albtraum eines jeden Reporters, wo wir mal zu spät zum Ziel gekommen sind bei der Tour. Meine erste Tour, das wollte ich noch vorausschicken, die begann 1965 als Assistent von Günter Isenbügel, von Werner Zimmer, von Rudi Michel. Und damals ging die Tour los in Köln, vor dem Südportal des Kölner Doms. Wir wurden damals eingesegnet von Josef Kardinal Frings, dem Erzbischof von Köln. Und von dem gibt es ja diese herrliche, wahre Begebenheit, als er mal wieder auf der Kanzel im Kölner Dom stand, zu Weihnachten und sagte, meine lieben Erzdiözesanen, ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Möge jedes Haus ein Haus der Freuden, ein Freudenhaus sein. Ja. So wurden wir also von Josef Kardinal Frings begleitet vom Südportal des Kölner Doms durch die Hohe Straße, durch die Schildergasse, Rudolfplatz und dann Müngersdorfer Stadion und die erste Etappe endete dann in Lüttich in Belgien. Ich will eine kurze Story erzählen. 10. Juli 1971. Eddy Merckx, von dem wir eben geredet haben, verlor das gelbe Trikot. Er verlor 8 Minuten und 42 Sekunden auf Luis Ocaña, den Spanier, sein größter Widersacher. Am nächsten Tag war Ruhetag. Dieser Ruhetag wurde verbracht in Orcières-Merlet, einem Kurort in den Alpen. Und nach dem Ruhetag ging es also über 261 Kilometer nach Marseille. Immer über die Route Nationale, leicht abfallend, über Gap, Digne, Sisteron. Und Eddy Merckx hatte sich einen Plan geschmiedet. Er ist mit seiner ganzen berühmten Molteni-Mannschaft, die es früher gab, das war dieses braune Trikot mit Molteni auf der Brust, angegriffen vom ersten Meter an, von oben runter, gefahren, 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 ein höllisches Tempo vorgelegt und in den ersten 3 Stunden wurden 180 Kilometer, das bedeutet also ein Schnitt von 60 Kilometer pro Stunde, da runter ans Mittelmeer gewalzt. Wir, das war Günter Isenbügel und ich, hatten den Ruhetag in Marseille schon mal verbracht. Man muss ja mal ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen braun werden. Und ich komme um 14 Uhr an die Rezeption und begrüße den Concierge da. Und da sagt er, na, was machen Sie hier? Qu'est-ce que vous faites ici? Ich sage, nous sommes commentateurs de la télévision allemande, also des deutschen Fernsehens. Und ich sage, wir gehen jetzt in den alten Hafen, da müssen wir kommentieren. Oh, Monsieur,
Ils sont déjà là, ils sont déjà arrivés. Sie sind schon angekommen. Die wenige Bräune wich sofort aus meinem Gesicht. Ich sage, Monsieur, c'est pas possible, das kann überhaupt nicht möglich sein. Oui, j'ai vu en télévision, Luciano Armani hat gewonnen vor Eddy Merckx. Ich sage, no. Ich, mein Buch aus der Tasche geholt. Ich sage, schauen Sie mal hier ist die Zeittabelle. Bei dem Schnitt um 15:30 Uhr, bei dem Schnitt um 16 Uhr, bei dem Schnitt um 16:30 Uhr. Monsieur, écoute, c'est fini für heute. Isenbügel kommt runter, ich erzähle ihm das, hochroter Kopf. Wir im Schweinsgalopp die Prachtstraße La Canibière runter, kommen in diesen Vieux Port, in diesen alten Hafen. Kein Mensch mehr da, keine Tribüne mehr da, kein Zuschauer, kein Radfahrer, nichts. Da waren die in den ersten 3 Stunden eben diese 180 Kilometer gefahren. Deshalb sind die fast 1,5 Stunden früher als im Buch vorgesehen angekommen. Nur standen wir da, was sollen wir machen? Isenbügel, der berühmte Radioreporter, hat gesagt, Junge, Wasserschnabel, hat er zu mir immer gesagt, du gehst jetzt in die Pressestelle, holst die Ergebnisse und ich setze mich hier schön auf eine Parkbank und dann werden wir eine herrliche Reportage machen. So. Ich also die Ergebnisse geholt, in der Pressestelle, ihm gegeben, hat er das kurz durchgelesen und dann hat der Toningenieur, der Gott sei Dank eine Tonaufnahme von diesem herankommenden Feld gemacht hatte, hat das da drunter gelegt. Ich habe noch ein bisschen in den Kieselsteinen rumgerührt, damit das noch ein bisschen mehr passte dazu. Und dann hat er angefangen zu kommentieren und diese Reportage endete dann so. 1000 Meter sind noch zu fahren. Der rote Teufelslappen ist passiert. Ellbogen an Ellbogen, die Landeklappen rausgefahren. Fliegen Sie jetzt hier auf die lange zielgerade Schnur, gerade aufgereiht, wie an einer Perlenschnur. Und wo ist Eddy Merckx? Und wo ist das gelbe Trikot? Nichts davon zu sehen. Und Luciano Armani aus Italien gewinnt vor Eddy Merckx. Aber ins gelbe Trikot kommt er nicht. Das war die 17. Etappe der Tour de France und damit zurück in alle Funkhäuser nach Deutschland. Ja, eine herrliche Anekdote. Herr Watteroth, auch nochmal von uns diesen wunderschönen Pin. Dankeschön. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Meine Damen und Herren, Herbert Watteroth! Danke. Dankeschön. Ja, also nur wer Jod ist, der kann auch so Jod legen. Ne? Meine Herren, das war schon wieder fast von Torgam Niel. Nein, nicht gleich. Nein. Ey. Nein, das war. Sie müssen sagen, wie schade. Da klatschen die mit. Mal nochmal. Das war's von Torgam Niel. Aber, wir haben ja noch was. Wieder unbändig das Publikum heute. Wir haben ja noch wie immer in jeder Show, liest Fritz ja aus dem Kölschen Gedicht, aus dem schönen Kölschen Gedicht, das Läuvestüffchen. Und wollen wir das heute endlich mal hören, das Läuvestüffchen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, Fritz, leg mal los mit dem Läuvestüffchen. Tja, schon das Läuvestüffchen mit mir mitgebracht. Ich will dir ehrlich sagen, ich habe so oft damit probiert und kam nicht durch. Ja, und jetzt? Da erzähle ich eben den anderen. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen erzählen. Wir hatten ja in der 6. Sendung, da hast du ein bisschen was über FKK erzählt. Kann Fritz ja jetzt wieder ein bisschen über seine FKK-Tätigkeiten in früheren Jahren erzählen, oder was meinen Sie? Ja, da werden die Leute das hören wollen. Also ich weiß es nicht. Ja. Es ist ja nicht für jedermann so jetzt. Ne? Nein. Aber ich habe 23 Jahre gemacht. Ich war da der Geländewacht, also Mann für alles. Ja, so heißt das damals. Ne? Die sind richtig. Die war auch schon da, oder? Wer hätte gesprochen? Fritz, lass die Hose runter. Ja. Ja, Ein die Niveau nimmt das hier an. Also. Ist doch ja. Jedenfalls, ich war also der Mensch, der für alles aufpassen soll. Und eines Tages werde ich dann angesprochen, ob von dem Volleyballer hatte man da welche. Ne? Aha. Und dann haben die gesagt, da muss uns raufkommen, das ist ja schlimm.
Da ist dauernd in der Spanne hinter der Gitter, hinter dem Zaun. Ja, ich bin dann Europäer und dann saßen die Frauen da, die waren am Strick und am Häkeln. Also nackt am Häkeln? Ja, die mussten sich ja machen für anzutrecken. So, ja, okay. Aber das war nicht für die, das war dann für die Boote, was zu machen. War auf jeden Fall am Häkeln, ja. Ja, sag ich, wenn er da am Häkeln sind, also er hat das Strickzeug und Schier und alles dabei. Schnappte die Schere, lauf auf den Zaun an, da setzt ich schnickend auf. Da sollst du sehen, was der Flitze geht. Ne? Nee, das kannst du nicht machen, setzen. Ich sag, Jan, ich blieb standen, der date nichts, der kann auch nicht mit den Nörden ran, das ist ja hinter am Zaun. Ne? Dann hätte sich die Schere geschnappt, auf den Zaun gelaufen. Und dann ging er so der Berg hoch, der stund ja draußen. Ich schnicke da auf, rief die, ne? Jetzt stecke ich da auf. Dann hätte der sich auch nur so fähig hoch, den Berg hoch. Wie der offen ankommt, hatte der Boots umeinander schon hängen. Ne? Der kommt nicht mehr weg. Die Frauen waren alle am Lachen. Sag ich, siehst du, jetzt hast du ihn weg. Da wurde mich nächstes Mal nicht mehr für zurück. Ne? Dann ist das ein Selbstlauf geworden. Ne? Meine Damen, Fritz Zoller! So! Jetzt aber sind wir am Ende von Talk Amir angekommen. Stefan, hau in die Tasten! Das war's von der Aprilausgabe von Talk Amir mit dabei. Frank Montepunkt, der kriegt noch einen Schritt von mir, Herbert Wanderort, Anton Fuchs, Havelland, wen hatte man noch drin? Hilf mir doch mal schnell mit anderen. Ja, natürlich, Elke Schlimbach und Menk braucht doch kein Mensch hier. Dankeschön an Nacht, die schöne Reklame, Hannutter, Fritz Zoller und der Mann in der Theke Ossi, Stefan Ulrich und ich bin Michael Kostler. Tschüss.